Also ich werde heute im Wesentlichen über 3 Texte sprechen, über die jeweils 100 Jahre auseinanderliegen. Zuerst über E.T.A. Hoffmanns berühmten Carter-Roman Die Lebensansichten des Carter Moore, dann über Kafkas berühmte Erzählung Die Verwandlung und am Schluss über ein Gedicht von Friederike Mayröcker. Zuerst aber werde ich ganz kurz meinen theoretischen Standpunkt erläutern. Ich werde diese 3 Texte im Lichte der Literary Animal Studies lesen und dazu werde ich ganz kurz erklären, um welche literaturtheoretische Position es sich handelt. Ja. Also in ihrer weitesten Fassung verstehen sich die Animal Studies als ein Kreuzungspunkt aller Disziplinen, die sich überhaupt mit den Tieren auseinandersetzen. Neben der Zoologie stehen hier die Soziologie, die Philosophie, Geographie, Ökonomie sowie die Rechts-, Kultur-, Literatur-, Bild-, Film- und Theaterwissenschaften. In einer etwas engeren Fassung gehen die Human Animal Studies von der Voraussetzung aus, dass sich nie das Tier selbst, sondern immer nur sein Verhältnis zum Menschen untersuchen lässt. Das heißt, wenn wir das Tier wissenschaftlich zu erforschen versuchen oder künstlerisch darstellen, so müssen wir uns immer bewusst bleiben, dass das, was dabei herauskommt, immer unseren menschlichen Blick spiegelt. Das Tier selbst kann unsere Sprache nicht, weder die wissenschaftliche noch die künstlerische, und ist daher auch in den Wissenschaften lange Zeit völlig vergessen worden. Und den Human Animal Studies geht es, wenn man das in sehr, sehr einfachen Worten ausdrücken will, die Sprache der reellen Tiere zu hören und ihre Ausdrucksweise wahrzunehmen und ernst zu nehmen, wie sich sozusagen jetzt Literary Animal Studies in den literarischen Texten die reellen Tiere verstecken und dennoch auch ausdrücken. Also anerkannt wird in diesen Human Animal Studies ein epistemologischer Anthropozentrismus, der unumgehbar ist. Das heißt, der erkenntnistheoretische Umstand, dass jede Erforschung der Tiere in notwendiger Weise immer von den Menschen her perspektiviert ist. Zurückgewiesen aber wird klar und immer die Anmaßung eines ontologischen Anthropozentrismus. Das heißt, die Behauptung, dass die Tiere nur um der Menschen willen existieren. Gegen diesen ontologischen Anthropozentrismus richten sich in einer gesellschaftskritischen Weise die Critical Animal Studies, die eine programmatische Nähe zur Tierschutzbewegung pflegen. Die Cultural Animal Studies sind als eine eigene Schwerpunktsetzung im weiten Forschungsfeld der Tierstudien zu verstehen. Sie richten den Fokus auf die kulturelle und soziale Rolle von nichtmenschlichen Akteuren bzw. auf die Beziehung zwischen diesen und der menschlichen Gesellschaft. Die Human Animal Studies wollen die Tiere in die Forschung integrieren, und zwar nicht als Statisten, als Objekte, sondern als Subjekte mit einem eigenen intrinsischen Wert. Damit brechen sie mit dem bisher vorherrschenden Wissenschaftsverständnis in den Sozial-, Geistes- und Kulturwissenschaften, in dem das Verhältnis der Gesellschaft zu den Tieren weitgehend ausgeblendet wurde. Und das, obwohl Repräsentationen von Tieren in Form von Symbolen und Geschichten in den Kulturen der Welt omnipräsent sind. Von entscheidender Bedeutung für die Theoriebildung der Cultural Literary Animal Studies. Oh, zu weit, Entschuldigung, jetzt habe ich einfach zu weit gedrückt. Genau. Sind insbesondere poststrukturalistische Theoreme wie die von Michel Foucault, Gilles Deleuze und Félix Guattari, Jacques Derrida, Giorgio Agamben sowie die Akteur-Netzwerktheorie von Bruno Latour, da ist er, und Donna Haraways Konzept der Companion Species.
So sagt der italienische Philosoph Giorgio Agamben in seinem Werk Das Offene, der Mensch und das Tier, Deutsch, also in der deutschen Übersetzung 2003 erschienen, dass die Grenze zwischen animalischem und humanem Leben beweglich ist. Also Attilio, wo ist er, hat heute gesagt, dass diese Grenze fluid ist. Und das ist so schön. Er hat praktisch das alles schon gesagt heute. Mit dem Begriff der anthropologischen Maschine schuf Agamben eine Metapher für die Konstruktionsmechanismen des humanistischen Selbstbildes. Das heißt, der Mensch konstruiert sich selbst als Mensch. Zur Herstellung seiner selbst benötigt der Mensch die Abgrenzung zum anderen und produziert zugleich dieses andere. Dieses andere bzw. Fremde wird mit der Kategorie Tier gleichgesetzt. Und als Folge dieser Mensch-Tier-Unterscheidung konstruiert die anthropologische Maschine immer auch eine hegemoniale Ordnung. Und eine Folge aller hegemonialen Ordnungen ist die Gewalt gegenüber inferioren Gruppen. Der Grund für die separierende Ordnung, der Grund für diese separierende Ordnung ist das Denken von Grenzen in der westlichen Philosophie. Also Agamben sagt, ein wesentliches Merkmal der westlichen Philosophie ist immer die Definition, und im Wort Definition steckt ja das Wort finis, also Grenze, immer etwas abgrenzen, was immer natürlich bedeutet von etwas anderem. Begreift man die Tiere, Latour, als Akteure oder als Companions, wie Donna Haraway sagt, dann erscheinen sie nicht länger als bloße Objekte menschlicher Zurichtungen, sondern als eigenständige, mit Handlungsmacht ausgestattete Wesen, als Wesen mit Agency. Dieser Aufwertung der Tiere entspricht eine Zurücknahme des Menschen, der nicht mehr als allein handelndes Subjekt verstanden wird, sondern als ein Akteur unter vielen anderen nichtmenschlichen Akteuren. Weder Latour noch Haraway geht es darum, das Tier an die Stelle zu rücken, die bisher dem Menschen vorbehalten war. Ziel ist es vielmehr, Tiere und Menschen in einen gemeinsamen Raum zu stellen, wo sie einander auf Augenhöhe begegnen können. Die Literary Animal Studies schließlich setzen sich die Erforschung der literarischen Tiere zum Ziel. Sie leisten einen ganz spezifischen Beitrag zum Animal Turn in den Geisteswissenschaften. Sie weisen auf die unauflösliche Verflechtung von ästhetischen und literarischen Fragen mit politischen und materiellen Fragen hin. Ein literarisches und ein reelles Tier scheinen oft sehr verschieden zu sein. Dennoch zeigen die Literary Animal Studies, dass dieser Unterschied auf keinen Fall selbstverständlich ist. Er ist weder evident noch trivial oder einfach. Vielmehr gilt es, die hochkomplexen Wechselbeziehungen zwischen fiktiven und reellen Tieren zu erforschen. Und das ist eben das zentrale Anliegen der Literary Animal Studies. Bitte verzeihen Sie mir diese sehr, sehr verkürzte Darstellung, aber ich glaube, es ist jetzt der Theorie genug. Jetzt kommen wir zum ersten Werk, zum ersten Autor, E.T.A. Hoffmann. Das steht für Ernst Theodor Amadeus. Amadeus deshalb, weil er ein Fan von Mozart war. E.T.A. Hoffmann, E.T.A. Hoffmann ist vielleicht der bekannteste Vertreter der deutschen Romantik. Er war in mehrfacher Hinsicht hochbegabt. Er war nicht nur schriftstellerisch genial begabt, sondern er war auch ein Musiker und ein ganz begabter Zeichner. Aber weil er einer Juristenfamilie entstammte, musste auch er Jurist werden. Und obgleich seine Neigungen künstlerischer Art waren und er früh zu schreiben und zu komponieren begann, schloss er seine juristischen Studien mit Auszeichnung ab und fand auch immer wieder Anstellungen als Richter oder Justizbeamter, wenn er zum Beispiel als Kapellmeister keine Anstellung mehr bekam und mit der Schriftstellerei und dem Komponieren kein Auskommen mehr fand. Dies aber war ihm eine Quelle anhaltender, tiefer
Kümmernis. Denn es waren die Jahre der Restauration und der Demagogenverfolgungen. Und er, der selbst äußerst liberal gesinnt war, der ein kritischer Künstler war, musste in seiner Funktion als Richter über gleichgesinnte, gleich liberal gesinnte Künstler urteilen. Und diese seine innere Zerrissenheit spiegelt sich in seinem berühmten Kater-Roman, der zugleich ein Künstlerroman ist, wider. Hoffmann, hier sieht man Hoffmann mit seinem Kater, denn Hoffmann hatte wirklich diesen Kater Murr und diesen Kater Murr liebte er über alles. Das können alle die verstehen, die jemals eine Katze hatten oder einen Hund. Und diese privilegierte Stellung, die gab es in Wirklichkeit auch. Hoffmann hatte einen eigenen Kater namens Murr, der ihm viel bedeutete und ihn zu seinem Roman Kater inspirierte. Im Frühsommer 1819 beginnt Edja Hoffmann mit der Niederschrift des Kater Murr, unterbricht die Arbeit während einer Erholungskur, der er sich wegen eines schweren Nervenleidens unterziehen musste, und vollendet dann im Spätherbst 1819 den ersten Band des Romans, der Anfang des darauffolgenden Jahres unter dem langatmigen Titel erscheint: Lebensansichten des Katers Murr nebst fragmentarischer Biografie des Kapellmeisters Johannes Kreisler in zufälligen Makulaturblättern, herausgegeben von Edja Hoffmann. Das ist der ursprüngliche Titel. Das ist erst eine Edition aus dem Jahr 1855 und da haben sie den langen Titel bezeichnenderweise schon auf ein Viertel reduziert. Aber dieser lange Titel hat ja einen Sinn. Fast 2 Jahre verstreichen, ehe er den zweiten Band im Herbst 1821 schreibt. Als dann sein Hauskater starb, Ende 1821, gab Edja Hoffmann den Tod seines Haustiers in verschiedenen Todesanzeigen bekannt, mit literarischen Nachrufen etc. Das muss man sich vorstellen, zu Beginn des 19. Jahrhunderts. Und hat insofern den Tod seines Tieres bereits außerhalb des Romans literarisiert. Der Roman selbst endet analog dazu mit einer Todesanzeige des Romankaters. Und den ursprünglich geplanten dritten Roman beginnt Hoffmann gar nicht mehr, weil er ohne seinen Kater Murr, praktisch keine Inspiration mehr hatte, keine Katzeninspiration. Er war seine Muse. Nun, zur Struktur des Romans. Der Kater-Roman erzählt 2 verschiedene, allerdings miteinander verschränkte Geschichten. In virtuoser Manier spielt der Roman mit diesen 2 Lebensläufen, die sich überkreuzen und sich wechselseitig ironisieren und karikieren. Ja, Edja Hoffmann war sehr, sehr ironisch, hat diese romantische Ironie hier in virtuoser Weise auf die Spitze getrieben. Da ist zum ersten einmal die Lebensgeschichte des Katers Murr von ihm selbst erzählt. Es ist eine Autobiografie. Das ist auch der Handlungsstrang, der uns vor allem interessiert. Der Kater demonstriert, wie leicht es ist, in der Menschenwelt zur honetten Person und sogar zum Dichter zu werden, wenn man sich nur eifrig die nötigen Kulturtechniken aneignet. Hier werden schon Motive, Sprachformen und Aufbauelemente des sogenannten Bildungs- und Entwicklungsromans parodiert. Jetzt habe ich meinen Satz verloren. Auf jeden Fall des Entwicklungsromans, der seit Goethes Wilhelm Meister sehr in Mode gekommen war. Die Dressur, die dem Kater von seinem Menschen, dem Meister Abraham, aufgezwungen wird und die er aber sehr bereitwillig, ja überaus beflissen annimmt, diese Dressur ist die Parodie der Bildung. Das ist nämlich das merkwürdig Menschliche an ihm, nämlich diese Bereitschaft, die mit Härte durchgezogene Dressur ganz gegen die eigenwillige Katzenart über sich ergehen zu lassen. Ja, gegen den Willen seines Herrn beginnt er sich für Bücher zu interessieren.
Er muss es daraufhin sogar erdulden, dafür bestraft zu werden. Und zwar so mit der Birkenrute geschlagen zu werden, dass er sich jammernd unter dem Ofen versteckt. Zitat: Welche Wollust, als ich nun mitten unter den Schriften und Büchern saß und darin wühlte. Nicht Mutwille, nein, nur Begier, wissenschaftlicher Heißhunger war es, dass ich mit den Pfoten ein Manuskript erfasste und so lange hin und her zauste, bis es in kleinste Stücke zerrissen vor mir lag. Der Meister trat hinein, sah, was geschehen, stürzte mit dem kränkenden Ausruf »Bestie vermaledeite« auf mich los und prügelte mich mit dem Birkenreis so derb ab, dass ich mich winselnd vor Schmerz unter den Ofen verkroch und den ganzen Tag über durch kein freundliches Wort wieder hervorzulocken war. Wo versteckt sich hier das reelle Tier? Das ist jene Katze und jener Hund, der Dinge im Haushalt kaputt macht. Wenn man Pech hat, Bücher zum Beispiel. Und worin zeigt sich auch die Realität, nämlich in der gewalttätigen Reaktion des Menschen, der sein eigenes Tier wegen so etwas so sehr prügelt, dass es sich unter dem Ofen versteckt. Durch seinen Heißhunger, auf Lektüre, auf Bildung ist riesengroß. Heimlich von Meister Abraham unbemerkt bringt er sich sogar das Lesen bei, schließlich sogar die Kunst des Schreibens. Hoffmann zeichnet die Figur eines hochintelligenten Katers, dessen Tragik darin besteht, im gleichen Maße, in dem er sich die Errungenschaft der Menschen aneignet, auch deren Dummheit zu übernehmen. Obwohl er das, was die Menschen stolz Vernunft nennen, zunächst als eine äußerst fragliche Überlegenheit durchschaut und sich von ihr distanziert, wird er letztlich doch der Bewunderung für den Menschen erliegen und sich mit ihm identifizieren. Dieses Zitat stammt aus jener ersten Phase, in der er die menschliche Figur und auch die menschliche Anmaßung noch sehr kritisch sieht. Ist denn das auf zwei Füßen aufrecht einhergehen etwas so Großes, dass das Geschlecht, welches sich Mensch nennt, sich die Herrschaft über uns alle, die wir mit sicherem Gleichgewicht auf Vieren daherwandeln, anmaßen darf? Aber ich weiß es, sie bilden sich was Großes ein auf etwas, was in ihrem Kopfe sitzen soll und das sie Vernunft nennen. Ich weiß mir keine rechte Vorstellung davon zu machen, was sie darunter verstehen. Aber so viel ist gewiss, dass wenn Vernunft nichts anderes heißt, als die Fähigkeit, mit Bewusstsein zu handeln und keine dummen Streiche zu machen, ich mit keinem Menschen tausche. Hoffmann parodiert in den späteren Kapiteln die üblichen Stationen des Bildungsgangs. Zunächst freundet er sich mit dem Pudel Ponto an, immerhin einer aus einer anderen Kategorie. Ja, er ist ja imstande, über die eigenen engen Grenzen zu blicken und auch Beziehungen zu knüpfen. Und diese Freundschaft hat schon eine bildende Wirkung auf ihn. Umso mehr die Liebe zu einer Kätzin, Mies, worin, wie er sagt, oder wodurch, wie er sagt, seine ganze Persönlichkeit reift. Betonung auf ganz. Also Moment, hier sehen wir die Kätzin. Ja, Moment. Oh, dann habe ich jetzt, Entschuldigung, ich zeige Ihnen schnell die Kätzin. Da sieht man ihn, wie er nachts über die Dächer streift und darin eine zarte Beziehung zur Kätzin Mies knüpft und er gibt einfach vor ihr an, er ist der Dichter und überreicht ihr immer seine Produkte und sie ist immer ein bisschen überfordert. Moment, gehen wir zurück. Daher. Dann seine Pflegeljahre erlebt er bei der Katzenburschenschaft, wo er es dann auch mit der Demagogenverfolgung zu tun bekommt,
Politisch sind es ja die Jahre der Restauration, in denen Studenten, die freiheitlich gesinnt und um demokratische Reformen gesinnt waren und um demokratische Reformen kämpften und die sich in den damals liberalen, also linksliberalen Burschenschaften organisiert hatten, von der Polizei und einem ihr zuarbeitenden Spitzelwesen verfolgt wurden. Der Pudel Ponto führt ihn in die große Welt der Hunde ein, die auch ihre Soireen und Teezirkel abhalten. Und schließlich zieht er sich auf das beschauliche und einträgliche Leben eines Literaten zurück mit sich und der Welt im Frieden. Sie hören schon den Biedermann. Als dem Dichter Hoffmann sein wirklicher Kater im Dezember 1821 stirbt, lässt Hoffmann am Ende des zweiten Bandes auch seinen literarischen Moor sterben. Mit seinem wirklichen Kater, seiner Muse, war ihm die Inspirationsquelle für die Fortsetzung des Kater-Romans abhanden gekommen. Er wollte ja eigentlich im dritten Roman dann diese zwei Figuren, diesen doch biedermeierlichen Kater und den exzentrischen, zerrissenen Künstler Kreisler, dann harmonisch zusammenführen. Und es ist doch ganz bezeichnend für E.T. Hoffmann, dass er das nie getan hat. Im Kontrast zur Murr-Autobiografie steht die fragmentarische Biografie des Kapellmeisters Kreisler, die von Murr als Konzept und Löschpapier verwendet wird und die nur versehentlich mit abgedruckt wurde. Die Absicht dieser Konstruktion ist ganz klar. Der Lebensbericht Kreislers, von einem unbekannten Biografen verfasst, so die literarische Fiktion, also dieser Lebensbericht ist der eines zerrissenen und von der Normalität geschundenen, das heißt an der Normalität scheiternden Künstlers. Er dient dem schriftstellenden Kater, der durchaus Züge eines Philisters trägt und der in der bürgerlichen Normalität triumphiert, als Makulatur, das heißt als achtlos verwendetes und als unbrauchbar und wertlos gewordenes Papier. Mit seinen Krallen hatte er Kreislers Lebensbericht im Spiel zerrissen. Und diese zerrissenen Seiten dienen ihm nun beim Schreiben als Unterlage und als Löschpapier. Als der Herausgeber Murrs Autobiografie zum Drucker bringt, bemerkt er gar nicht, dass mit ihr auch Fragmente der Kreisler-Biografie in den Druck kommen. Kreisler, dem es überall zu eng ist, gerät nun sogar zwischen die Seiten des Katers, die von dessen gelungener Anpassung ans bürgerliche Leben berichten. Also wie eng muss es ihm dort geworden sein. Das Spiel mit diesen beiden Lebensläufen hat es nicht nur auf die beiden Welten in ihrer scharfen Gegensätzlichkeit abgesehen. Der bürgerlich-philiströsen einerseits, verkörpert vom Kater Murr, und der künstlerisch-exzentrischen andererseits, verkörpert vom genialen, aber verkannten und missverstandenen Musiker Kreisler. Der Kater und Kreisler, so Hoffmanns ursprünglicher Plan für den dritten Band, sollten sogar zueinander finden, wie ich gesagt habe. Das Liebesleiden und die künstlerischen Hochgefühle des Katers sind eine Travestie auf die Leiden des Kapellmeisters. Aber wie wir wissen, bezeichnet Travestie ursprünglich die Darstellung einer Bühnenrolle durch Personen des anderen Geschlechts. Zum Beispiel, wenn eine weibliche Figur durch einen männlichen Schauspieler dargestellt wird. Hier im Kater-Roman wird eine Rolle durch eine Person einer anderen Spezies dargestellt, also der Biedermann durch einen Kater. Unter der Maske der Travestie versteckt sich die Wahrheit. Rüdiger Safranski nennt sie die verschämte Wahrheit des Erhabenen. Warum verschämt und warum erhaben? Kreisler will mit seiner Liebe und seiner Kunst hoch hinaus. Aber im Grunde wünscht er sich das Gleiche wie der Kater, nämlich in seinen Liebesangelegenheiten genauso direkt zu sein, sich genauso mit anderen Katerrivalen nächtens zu prügeln und auch seine, sagen wir mal, Ruhmsucht und sein Geltungsbedürfnis offen zu zeigen und nicht immer sich zieren zu müssen und auf bescheiden zu tun etc. Also der Kater lebt eigentlich offen aus, was im Kreisler versteckt latent auch
auch vorhanden ist, was er aber verstecken zu müssen glaubt. Und darin unterscheidet sich der Künstler Kreisler vom Künstler Murr, dass sich nämlich der Kater in seinen ihm von Natur mitgegebenen körperlichen und geistigen und emotionalen Bedürfnissen und Eigenarten wohlfühlt. Okay, wenn der Autor, der Hoffmann über seine Manuskripten sitzt, dann streicht manchmal sein wirklicher Kater auf dem Tische umher. In geschmeidigen, sanften und selbstverständlichen Bewegungen spielt das Tier mit den Manuskriptblättern, rollt sich zusammen, wenn ihm danach ist, schnurrt oder kratzt, springt auf und verschwindet. Der Kater verkörpert einen Lebenswillen, der sich nicht ablenken lässt, der immer gleich gegenwärtig bleibt. Er verkörpert ein Leben, das sich selbst nicht in Frage stellt. Und das muss Hoffmann auf die Idee gebracht haben, seinem zerrissenen Kreisler einen eitlen Philister gegenüberzustellen, der seine Existenz mit der erstaunlichen Selbstsicherheit und Geschmeidigkeit einer Katze bewältigt, sodass Murrs scheinbare instinktgetriebene Oberflächlichkeit im Text letztlich eine rätselhafte Tiefe bekommt. Durch die kunstvolle Komposition des Romans, durch die die beiden Schicksale miteinander verflochten werden, rückt Kreisler in die verdächtige Nachbarschaft zum Kater Murr mit dessen trivialen Instinkten, die aber das Lebensglück ermöglichen. Also dieser Kreisler Murr wird ein bisschen zum Tier dank dieses Katers Murr. Doch was sind schon Instinkte? Kreisler denkt über den Begriff Instinkt nach und erkennt, dass es ein Konstrukt ist. Das, was die Menschen in den Tieren nicht verstehen, bezeichne sie als Instinkte. Indem ich, sprach Kreisler, diesen klugen Kater betrachte, fällt es mir wieder schwer aufs Herz, in welchen engen Kreis unsere Erkenntnis gebannt ist. Wer kann es sagen, wer nur ahnen, wie weit das Geistesvermögen der Tiere geht? Wenn uns etwas oder vielleicht alles in der Natur unerforschlich bleibt, so sind wir gleich mit Namen bei der Hand und brüsten uns mit unserer albernen Schulweisheit, die eben nicht viel weiter reicht als unsere Nase. So haben wir denn auch das ganze geistige Vermögen der Tiere, also das geistige Vermögen der Tiere, das sich oft auf die wunderbarste Art äußert, mit der Bezeichnung Instinkt abgefertigt. Murr seinerseits nennt zahlreiche Beispiele, die davon zeugen, in welchem inadäquaten Verhältnis die menschliche Sprache zu den Gefühlen, Gewohnheiten oder Sitten seines Katzengeschlechts steht. So bezeichnet der, wie er ihn nennt, kurzsichtige, freveliche Mensch mit dem gemeinen, unedlen Ausdruck beschnüffeln, jene Art, der Zitat, die nähere Erkenntnis verwandter Seelen ausdrückt. Genau, also wenn ein Kater eine Kätzin beschnüffelt, dann ist das so vulgär ausgedrückt, also mit dem Wort beschnüffeln. In Wahrheit handelt es sich um die Erkenntnis verwandter Seelen. Also sein Freund und Rivale, der Kater Mutius, wie Murr auch ein Mitglied der Katzenburschenschaft, spricht vom Neid der Menschen auf die besondere Gabe der Katzen, ihre Rivalitäten in Liebesangelegenheiten mit ordentlichen Duellen, das heißt mit Prügeleien und Bissen auszutragen. Merkt dir's, Bruder Murr, dass der auf unsere besondere Gaben neidische Mensch uns die Neigung vorwirft, uns auf ehrwidrige Weise zu prügeln und fällt unter seinem Geschlecht dergleichen vor, dies mit Schimpf- und Spottnamen Katzbalgerei bezeichnet. Okay, die Menschen sind außerstande,
die Stimmen, ja den Gesang der Katzen wertzuschätzen, weil sie kein Verständnis haben für eine andere Art von Musik. So nennen sie jede dissonante und schrille Musik abwertend Katzenmusik. Und in gleicher Weise verkennen sie auch das musikalische Vermögen der Hunde. Das habe ich selbst, muss ich gestehen, auch lange Zeit getan, bis wir unsere jetzige Hündin bekamen, die wirklich ein vokalisches Talent hat. Also ihr Register reicht von tiefstem Knurren bis zartestem Jammern und melodischen Lauten. Und vor allem nachts läuft sie hinaus und jault den Mond an. Also sie geht wirklich hinaus und macht so und darin habe ich dann die Diva erkannt. Also vollkommen verkannt wird auch, was den Tieren Lust oder Unlust bedeutet. Genau. Die Menschen sind zum Beispiel ganz fasziniert vom elektrischen Funkensprühen des Katzenfells, das wie ein wahres Feuerwerk aufstiebt und das sie sogar knistern hören, wenn sie es streicheln. Sie merken dabei aber nicht, dass dies der Katze auch Unannehmlichkeiten bereitet. So erinnert sich Carter Moore: Kinder und Erwachsene haben unaufhörlich auf meinem Rücken herumhantiert. Und wenn ich unmutig wegsprang oder die Kralle zeigte, musste ich mich ein scheues, wildes Tier schelten, ja wohl gar prügeln lassen. Am Ende bleibt der Kater einsam, weil er sich weigert, den Menschen durch Schmeicheleien zu täuschen. Anders als der Pudel, anders als es die Hunde tun, diese scheinheiligen Menschenfreunde, wie er sie nennt. Die Hunde, sagt er, ziehen daraus den Nutzen besonderer Bevorzugung. Hunde akzeptieren die Ketten und zögern nicht, sich den Wünschen der Menschen zu unterwerfen. Dagegen der Kater, als freies, wildes, unabhängiges Tier scheut er sich nicht, seine Krallen zu zeigen. Man bezeichnet ihn als falsch, als spitzbübisch, diebisch und menschenfeindlich. Zitat: Ein Tier, vor dem sich viele entsetzen, das allgemein als perfid, keiner sanften, wohlwollenden Gesinnung, keiner offenherzigen Freundschaft fähig, ausgeschrien wird, das niemals ganz und gar die feindliche Stellung gegen den Menschen aufgibt. Mayröcker, die große österreichische Autorin, ist heuer leider im Alter von 96 Jahren gestorben. Ihre Texte werden von zahlreichen Tieren bevölkert. Von Amseln und Nachtigallen, Rindern, Schafen und Geißen, Fliegen, Schmetterlingen, Wühlmäusen, Blindschleichen, Hunden, Katzen etc. Wo sie auftauchen, gewinnen die Textpassagen sofort an emotioneller, aber auch intellektueller Intensität. Es geht um das Berührtwerden des wahrnehmenden Ichs durch die Schönheit, aber auch durch das Leid der Tiere. Inszeniert werden immer neue Varianten eines Dialogs zwischen dem menschlichen und dem nichtmenschlichen Tier. Eines der wesentlichen Charakteristika dieser Dialoge ist, dass sie immer auf gleicher Augenhöhe stattfinden. Mayröckers Texte inszenieren die Dekonstruktion des anthropozentrischen Blicks. Mayröcker gibt den Tieren eine große Handlungsmacht, indem sie im Menschen Ergriffenheit auslösen. Okay. An folgendem Gedicht soll insbesondere das Phänomen der emotionellen Resonanz beleuchtet werden, mit der das lyrische Subjekt auf eine kleine, erschöpfte Fliege antwortet. Es geht in diesem Gedicht um eine kleine Fliege, die über den Tisch krabbelt und das lyrische Ich betrachtet sie und die beiden schauen einander in die Augen, beide sehr voreinander erschrocken. Und das lyrische Ich beginnt sich mit dieser erschöpften Fliege zu identifizieren.
Meine Hysterie ist die Sucht, geliebt zu werden, ist die Angst, nicht mehr schreiben zu können, ist die Angst, sterben zu müssen. Hyperventilation. Im nächtlichen Laube der Linden die Nachtigall oder Mondschein. Augenaufschlag, Wimpernschlag über dem Schopf der Fliege. Ihr Facettenauge mich anstarrend, taxierend, ob ich sie töten würde. Ein Umspringbild von Escher. Eine Fliege ist eine Fliege im Sommer, sobald Mutter sagt, eine Fliege ist gefährlicher als ein Tiger. Eine Fliege ist eine Fliege im Winter, wenn ich schwesterliche Gefühle. Ich verjage sie, obwohl, wenn sie zu Tode erschöpft auf dem karierten Tischtuch des Küchentischs schone ich sie. Ich blicke sie lange an, kann mich mit ihr identifizieren. Siehe Marguerite Duras. Sie kriecht sehr langsam ins Ambulanzhäuschen, wie ich selbst, wenn ich ganz und gar kraftlos, geschwächt von einer Besorgung nach Hause krieche. Auf dem Land gab es eine Honigfalle, die von der Decke herabhing, schwarz von Fliegen, welche den unwürdigsten Tod erlitten hatten. Sie blickt mich an mit ihrem Facettenauge, vergibt mir, dass ich sie jage, verfolge, missachte. Ich auch den Weichkräutern, geh vor die Hunde. Dieses Jahr stammt aus dem Jahr 2008. Mayröckers Gedicht erfasst einen Augenblick höchster emotioneller Intensität, die sich in der Begegnung zwischen einem menschlichen und einem nichtmenschlichen Subjekt ereignet. Das lyrische Ich tritt in empathische Resonanz zu einer winzigen, erschöpften Fliege. Über die eigene heftige Resonanz gleichsam erschrocken bezeichnet das lyrische Ich sie im Titel als Hysterie und drückt damit die Angst vieler sensibler Menschen aus, nämlich, dass ihre Andersartigkeit pathologisch sei, die Angst, dass ihre Sensibilität, weil sie von der Norm abweicht, etwas Krankhaftes sei. Mayröckers Gedicht hingegen ist eine Apologie dieses solcher Art anderen Zugangs auf die Welt. Die Autorin schrieb dieses Gedicht im Alter von 84 Jahren als eine lyrische Antwort auf ein Foto mit dem Titel Hysterie der Fotokünstlerin Brigitte Stefanek. Im alltäglichen Sprachgebrauch bezeichnet das Wort hysterisch etwas, was nicht der Norm entspricht, insbesondere gewisse weibliche Persönlichkeitsmerkmale, die als unangemessen oder anstößig empfunden werden und die sich der Kontrolle entziehen. Vergleichbar dem hysterischen Körper auf Stefaneks Foto drückt Mayröckers Gedicht die Stimme einer hysterischen Frau aus. Ihre Hysterie ist die Sucht, geliebt zu werden. Das heißt, ihr über die Norm hinausgehendes Bedürfnis, zu anderen in eine tiefe Beziehung zu treten, zugleich auch ihre Unfähigkeit, sich von den Gefühlen und Bedürfnissen der anderen abzugrenzen, nicht berührt zu bleiben. Hysterie ist auch die Angst, nicht mehr kreativ sein zu können. Hysterisch ist sogar die Angst vor dem Tod. Die Sprecherinstanz hat, wie Sie merken, die negative Außensicht übernommen, indem sie den abwertenden Hysterie selbst verwendet und ihre Ängste und Bedürfnisse selbst herabmindert. Mayröckers Gedicht positioniert sich in einem transmedialen Dialog darüber, was normal ist und was jenseits der Norm liegt, was als gesund angesehen wird und was missverstanden wird und als krank stigmatisiert wird. Die tiefen Gefühle des lyrischen Ichs zu einer Fliege, seine Fähigkeit, die Gedanken des Tiers zu hören, seine Todesangst wahrzunehmen und seine Erschöpfung tatsächlich zu verstehen, sind der Ausdruck einer emotionellen Reaktion, die viele Menschen vermutlich als übertrieben empfinden würden. So manch einer würde diese Identifikation mit einem Insekt gar als lächerlich bezeichnen. Im Lichte seiner Theorie der positiven Desintegration aber hätte der polnische Psychiater Dąbrowski diese Form von emotioneller Übererregbarkeit als Indiz eines hochentwickelten moralischen Empfindens bezeichnet. Das Gedicht fokussiert den Augenblick, in welchem das lyrische Ich aus dem Schlaf hochfährt und nach Luft ringt. Inmitten der Schönheit einer Nacht
blicken die lyrische Person und eine Fliege einander in die Augen, beide zu Tode erschrocken. Das Facettenauge der Fliege erinnert die Sprecherinstanz an die Zeichnungen des holländischen Künstlers Escher. Vielleicht denkt sie an Eschers berühmtes Auge, ein ambigues und beunruhigendes Aquatintbild aus dem Jahr 1946. Aus der Tiefe der Pupille blickt ein Totenkopf den Betrachter an. Doch der Totenkopf im Auge könnte auch das Spiegelbild des Betrachters sein. Wer also blickt wen an? Blickt der Tod den Betrachter an oder blickt der Betrachter in sein eigenes Spiegelbild? Eschers Auge illustriert den Moment, in dem das lyrische Ich und die Fliege einander anschauen. Jede sieht in der anderen den Tod und ist zugleich für die andere der Tod. Die Erzählstrategie des Gedichts betont die Tatsache, dass das menschliche Ich und die Fliege sich auf gleicher Augenhöhe befinden. Transmediale Andeutungen und intertextuelle Bezüge werden dahingehend eingesetzt, um kontinuierlich Momente der Gleichheit zu evozieren. So sagt die Sprecherinstanz Gertrude Steins berühmten Vers A rose is a rose, a rose is a rose, permutierend: Eine Fliege ist eine Fliege im Sommer, sobald Mutter sagt, eine Fliege ist gefährlicher als ein Tiger. Und in dieser Stimme der Mutter hallt der allgemeine Diskurs des Ekels einem Insekt gegenüber wider. Im Gegensatz dazu formuliert das lyrische Ich eine neue schwesterliche Antwort. Sie sagt, ich habe das Gedicht vergessen, sie sagt: Eine Fliege ist eine Fliege im Winter, wenn ich schwesterliche Gefühle. In einem ersten Moment fühlt die Sprecherinstanz in sich die alte Abscheu, die sie dazu veranlasst, aus purer Gewohnheit die Fliege zu verscheuchen. Doch so wie sie die Erschöpfung des Tieres und seine Einsamkeit da auf dem weiten leeren Tischtuch wahrnimmt, verändert sich ihre Reaktion. Das lyrische Ich erkennt in der tiefen Erschöpfung der Fliege, die langsam zu einem Unterschlupf kriecht, seine eigene Erschöpfung. Dann erinnert sich die Sprecherinstanz an die Honigfallen, die in ihrer Kindheit von den Decken der Zimmer herabhingen. Ich gehe wieder da zurück. Die von den Decken herabhingen, an denen die Fliegen einen langsamen und, wie sie sagt, den unwürdigsten Tod starben. Also dieser Tod der Insekten an diesen Klebefallen ist langsam und äußerst qualvoll. Würde gilt in der Regel als ein dem Menschen vorbehaltenes Privileg. Doch hier erleben wir nicht nur die Rehabilitierung des Tieres in seiner Würde, sondern die Umkehrung einer angeblich feststehenden moralischen Hierarchie. In den letzten Versen ist es das nichtmenschliche Tier, die Fliege, die auf das menschliche Tier blickt und ihm seine Jagd und seine Geringschätzung verzeiht. Sie blickt mich an mit ihrem Facettenauge, vergibt mir, dass ich sie jage, verfolge, missachte. Es ist die Fliege, die sich als moralisch überlegen erweist. Im Auge der Fliege erkennt das lyrische Ich nicht den Tod, sondern Empathie. Das Gedicht endet mit einem Schrei der Verzweiflung, ich auch den Weichkräutern, und zitiert damit einen Vers aus Hölderlins Ode an Chiron. Die Ode ist ein Lobgesang auf den Kentauren Chiron, den berühmten Arzt und Lehrer Achilles. Und in der Figur des Kentauren vereinen sich ja die menschliche und die nichtmenschliche Dimension zu einer höheren Einheit. Sie wissen, er hat einen Pferdekörper und einen menschlichen Oberkörper. Und Chiron galt tatsächlich der Antike als Halbgott. Er war nicht nur ein berühmter Heiler, sondern auch ein begnadeter Sänger und Dichter. Durch dem Hölderlin-Zitat, durch das für einen kurzen Augenblick eine göttliche oder auch gottgewollte Einheit evoziert wird, kontern die Worte „Geh vor die Hunde". Es könnte hier auch in dekonstruktivistischer Weise eine positive Schlusspointe herausinterpretiert werden im Sinne, geh zu den moralisch überlegenen Hunden. Ich aber sehe hier vor allem die negative Implikation, geh und verrecke. Mayröckers Gedicht endet mit einer düsteren Note. Von Schwäche überwältigt,
gibt das lyrische Subjekt, sei dies die Fliege oder das menschliche Ich, jede Illusion auf und fügt sich in eine Realität, in der sich keiner um den Nächsten kümmert. Und an dieser Stelle möchte ich innehalten und Romedi zu Wort blicken, den kennenzulernen ich heute zu Mittag die Freude hatte, denn Romedi hat mir heute ein Gedicht vorgelesen und dieses Gedicht ist einfach der perfekte Abschluss, weil es so unglaublich gut zu Marika passt. Ja, eines seiner Gedichte aus dem Jahre 1942 ist dem Wurm gewidmet. Also nach der Fliege in der Luft kommen wir in die Erde. Ich lese es zunächst auf Romanisch vor, damit Sie den Ton, die Melodie, Sie haben ja den Text auch schon gehört. Ich habe auf meine Art das übersetzt. Abraham Sutzkever, Exekution. Staiva chavont mia fossa, scotim veven comandà. Cerciant la pro, cu fort avant la mort. Au chav, un pitchen verm, un tall, is grembla la gio, meis cor patesha. Ti las schmezza mia pala, un miracol la pro, schmezza dvaintel duas, lura trais. Amo un tall, il prim trais, lura quater. E la vita de tuots, e la vita de tuots schiafida de mai, einti l'orma stüra der ciò una llum, ed una creta ampara da forza, un verm, usche pitchen, nus renda, wost du esse de mein coel? Und auf Deutsch? Exekution. Grub ich mein Grab, wie man mir gebot, und suchte dabei einen Trost vor dem Tod. Ich grabe, ein kleiner Wurm, ein Schnitt, es zuckt da unten, mein Herz leidet mit. Zertrennt ihn mein Spaten, ein Wunder dabei, zerschnitten wird er bald zwei, bald drei. Ein weiterer Schnitt, erst drei, dann vier, und aller Leben erschaffen von mir. Ins dunkle Gemüt kommt wieder ein Licht, ein Glaube stärkt mich seither. So ein kleiner Wurm ergibt sich nicht. Willst du weniger sein als er? Ja.